Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 33. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Eintracht Frankfurt. Und es ist das letzte Heimspiel dieser Saison. Und alleine deswegen schon ist es für uns keine normale PK, sondern wir werden heute zurückblicken auf alle Spiele der Saison. Und anfangen tun wir mit einem richtigen Highlight direkt am ersten Spieltag. Ja, und da auf der ersten PK der Saison Gäste dabei waren, es war eine Live-PK, wollen wir natürlich bei der letzten PK der Saison auch Gäste dabei haben. Und deswegen begrüßen wir ganz, ganz herzlich Till Quittmann, den Klappstuhl. So. Der wird uns jetzt dabei helfen, diese wirklich völlig Schluss mit den Geister-PKs. Schluss mit den Geister-PKs. Ja. Ich bin ja schon da. Ja, womit fangen wir an? Ja, also es war natürlich ein merkwürdiger Beginn. Wir haben gegen Wolfsburg so ein bisschen, ich sag mal, zaghaft verloren. Man hat gedacht, es wäre ein bisschen mehr drin. Und dann kam das erste Heimspiel und das war sofort gegen Dortmund gekommen, um zu bleiben, hieß das Motto, denn wir wollten natürlich in der Liga bleiben, aber es hatte auch einen anderen Hintergrund. Und den lassen wir uns am besten mal vom Till erzählen, denn du warst bei der Pressekonferenz ja damals dabei. Wie war das? Wie hast du das empfunden? Du meinst diesen lustigen Abend, das war irgendwo in Beintaler Wirtshaus. Beintaler Wirtshaus. Ne? Der Vorstand war da. Nee, war ein netter Abend, wurde viel gesungen. Es ging ja dann später ein Video rum davon, es hieß dann das Video der Schande. Also wir sind fies beschimpft worden für den lieben Jürgen Sieger, der ein paar Leverkusen-Chansons zum Besten gegeben hat. Ne? Ich fand immer, also ein Vorstand, der Fangesänge kennt, das kann so falsch nicht sein. Ne? So, aber wie hast du es empfunden? War doch überhaupt gar kein Thema, oder? Nein, es war weder Hass in der Luft, noch war das in irgendeiner Weise schlimm, muss ich auch sagen. Das war ein Wirtshaus, es gab ein paar Kölsch, es war ein netter Abend. Und alle, die darüber geschrieben haben, waren an diesem Abend nicht vor Ort. Der Vorstand ist ja kurz darauf auch gewählt worden und ich glaube sogar, dass unsere Sendung, in der der Jürgen Sieger sich so hat entfalten können, die hat auch dazu beigetragen, dass die Wahl erfolgreich gelaufen ist. Aber lass uns bitte weitermachen in der Saison, nicht zu lange hier über jedes Spiel reden. Haben wir über Dortmund schon geredet? Ich glaube, also so ein gutes Fußballspiel vom 1. FC Köln habe ich bestimmt 2 Jahre vorher nicht gesehen. Die ersten 70 Minuten, der Wahnsinn. Und ich erinnere mich, also wenn man jetzt noch eine Dopingprobe machen würde, die wäre brandgefährlich. Also was die da irgendwie nach der 70. Minute gesoffen haben, weiß ich nicht, aber das ja, vor allen Dingen ist Julian Brandt, legal. der dann eingewechselt wurde. Und wir wurden etwas müde. Wir haben geführt 1-0 und haben dann noch 3 Dinger kassiert, haben das Spiel 3-1 verloren. Machen wir einen Haken dran. Damals haben wir gesagt, Bayer Lorzer, richtig geiler Trainer, neuer FC, hat leider nicht geklappt. Und dann sind wir nach Freiburg gefahren. Und ehrlicherweise war das ja noch eine Phase, wo man wirklich voller Optimismus war. Wir haben zwar die ersten beiden Spiele nichts geholt, so, aber dann das erste Mal seit, ich glaube, 23 Jahren oder was, gewinnen wir wieder gegen Freiburg. Völliger Wahnsinn. Ja. Und jeder war völlig davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, den wir gerade gehen. Wir haben ja meistens Pech mit dem Schiri. Ja. Diesmal hatten wir Glück mit Skiri. Ja. Skiri. 90. Minute war das doch auch, ne? Also was haben wir da abgejubelt? Also ich war da in Freiburg. Der ist hinter der Torauslinie vom Horn losgelaufen, ist irgendwann angespielt worden oder hat sich ihn selber genommen, ich weiß es nicht mehr, ist 3-mal im Stadion, um dann einzuschießen. Ja. So, und wir können, wenn man weiter sieht, wir können das genau nachvollziehen, weil wir waren eigentlich total begeistert. So, dann verlieren wir 0-1 gegen Gladbach, kann passieren. Nein. So. Warum haben die denn nicht früh? Also ich meine, die waren gar nicht auf dem Platz. Die waren überhaupt nicht, das war furchtbar, aber man denkt trotzdem noch, ist alles nicht so schlimm. Dann verlierst du 4-0 gegen die Bayern, sagst dir, normal. So, und dann... Wobei das auch ein sehr schöner Trip war. Also wir waren auf dem Oktoberfest in München, wie das Spiel ausgegangen ist damals, war uns relativ egal. War eh klar, dass wir eine Klatsche kriegen. Man sieht es auch an dem Motto. Es sind alles noch relativ allgemeine Mottos. Wir beschäftigen uns mit dem Vorstand, wir beschäftigen uns sogar mit der lieben Greta gegen Hertha, kriegen die nächste Klatsche mit 0:4 und dann haben wir so langsam
gemerkt, okay, also so ganz der richtige Weg ist das hier gar nicht. Vor dem Hertha-Spiel hat bei uns der Baum noch nicht gebrannt. So, danach kriegst du einen Punkt in Schalke. Denkst, Da hat der vielleicht erste war FC das nur ein Ausrutscher und du kommst wieder ran. Ja? endlich mal richtig in der letzten Minute, kennt man ja auch nicht vom FC. Ja. Oh, war das schön. Ja, richtig schön war es auch nicht. Und wir haben gehofft, dass es dann gegen Paderborn endlich richtig losgeht. Ne? Wir haben uns vorher getroffen mit einigen anderen Fans im Landhaus Kuckuck, mit Robin und auch mit dem Shell und haben gesagt, so, und jetzt schieben wir alle zusammen an. Mit Anlauf nach oben war das Motto. Und das hat geklappt. Das hat geklappt, wir haben da fest dran geglaubt, ne? 3-0 gegen Paderborn. Und im Grunde war das der Moment in der Saison, wo wir dachten, schau, trotz der zwischenzeitlichen Rückschläge, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt geht's nur noch bergauf. Und was passiert dann? Ey? Beim FC kamen dann diese 2 katastrophalen Auswärtsspiele. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bei beiden dabei war. In Mainz und in Düsseldorf. Und das Ganze endete mit einem Five-Konzert, wie ich es auch ganz selten erlebt habe, in Düsseldorf. Das war wirklich ein absoluter Tiefpunkt. War das übrigens wieder unser Schiri-Glück, ne? In Mainz. Ja, okay, die Handspielnummer da. Ne? Das ganze Stadion hat es gesehen, aber gut. Gut, jedenfalls, wir sehen uns wieder in dem alten Film. Und das war so ein, ich möchte mal sagen, Weissager-Motto, was wir dann gehabt haben gegen Hoffenheim. Ne? Sado, Maso, Déjà-vu. Also wir haben ja nun wirklich jede Form von Schmerz schon gesehen als FC-Fans und man merkte, jetzt sind wir genau wieder in dieser Schiene. Ja. Und dann stehen wir mit diesem Shirt in diesem Spiel gegen Hoffenheim. Und um Gottes Willen, was war denn das für ein Spiel, bitte? Ja? Da kriegen wir in der Nachspielzeit. Wir hatten vorher noch eine Riesenchance. Ja. Eine Riesenchance. Ja. Wir machen eigentlich das Tor. Wir gehen ja 1-0 in Führung und dann fällt irgendwann der Ausgleich und kurz vor Schluss ist diese Situation, oder eher gesagt in der 8. Minute der Nachspielzeit. Videoschiedsrichter greift ein und es gibt diesen Elfmeter. Und das war der Moment, der dann im Anschluss Michael Trippel veranlasst hat. Lieben Dank, lieber Michael. Also, ja. Und er hatte recht. Ja, und wir hatten auch recht. Es war Sado Maso in absoluter Reinkultur. Ja. Selbst für FC-Fans haben wir damals geschrieben, eine Spur too much. Ja. Aber wir mussten diesen Oberlehrer ja auch irgendwie loswerden. Ja, das stimmt. Ja. Entschuldigung, aber es hatte ja auch was Gutes. Also tut mir leid, ich möchte gar nicht viel über entlassene Trainer schimpfen oder sowas. War ein netter Junge, aber Entschuldigung. Passte nicht nach Köln. Dieses Oberlehrerhafte hat mich in der ersten PK schon genervt. Da habe ich gedacht, oh. Ja, das war der Bruch, ne? Bayer Lorzer und Herr Fee, ne? Also bei Herr Fee weiß jeder von euch, nehme ich an, dass wir ihm jetzt keine Tränen nachweinen, ne? Weil wir einfach auch immer ein bisschen sauer waren, dass es kein echter Teamplayer war. So, die sind weg und die Ankündigung war da. Jetzt kommt Held und es kommt Gistol. Mhm. Wie hast du das empfunden damals? Das kann ich dir sagen. Ich habe gedacht, jetzt ist das Ende endlich verkündet. Wir brauchen das Geisbockheim nicht ausbauen. Wir reißen es einfach zusammen und packen ein und gehen nach Hause. Mhm. Das habe ich gedacht. Ja. Aber gut, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. Wie war das erste Spiel vom Gistol? Wie ging das weiter? Zeig mal. Ja, nicht gut. Nee, also es war natürlich ausgerechnet direkt Leipzig. Undankbar. Ja, gut. Sehr undankbar. Kriegst sofort einen auf die Mütze. Ja, ne? Das Blöde war, dass der Bayer Lorzer gleichzeitig nach Mainz geht und mit denen angefangen hat zu gewinnen. So, dann kriegst du natürlich so einen Kranz. Ne? Das ist ganz furchtbar. Na gut, und dann war sein erstes Heimspiel gegen Augsburg. Ja. Dieses 1:1. Das war ein Gegurke. Es war ein Gegurke, aber immerhin war es der erste Punkt. Und wir hatten die Hoffnung, dass vielleicht jetzt so ein bisschen was wie die Wende eintreten könnte. Und dann kam leider Gottes, ja, hatten wir schon. Und dann kam das Spiel in Berlin, dieser absolute Offenbarungseid, absoluter Tiefpunkt. Und nach diesem Spiel, wie haben wir uns da gefühlt? Ja, wir haben uns gefühlt, als wären wir schon tot. Ne? Wir waren 80% abgestiegen. Nein, es war vorbei. Die Saison war durch.
Nicht gefühlt, wir waren tot. So. Ich Und das stand Schlimme an der war- Hecke mit meinem Nachbarn und habe schon gesagt, wer alles weg muss. Es war Ja. Ne, Geisbockheim, So. neuer Trainer. Also man hatte das Gefühl, du hast sozusagen den letzten Hebel gezogen, so die letzte, also das war jetzt dadurch, dass Gistol ist da, Held ist da und es wirkt nicht. So. Und du kommst zu gar nichts dadurch. So, und bei den anderen funktioniert es ärgerlicherweise mit unserem Trainer, mit unserem Alten. Das war wirklich Horror. Das konnte aber nicht gut gehen. Schauen wir mal weiter. Das war unsere Gefühlsempfindung nach dem Union-Berlin-Spiel. Ich glaube, ich spinne. Ja. Also wir waren uns bewusst und wunderten uns natürlich, dass wir zurück in diesem Abstiegsfilm waren. Es war für uns klar, das muss das Motto werden für das nächste Heimspiel, aber auch verbunden mit so einer klitzekleinen Hoffnung. Und es war ja das Heimspiel jetzt gegen die Pillen, mit einer klitzekleinen Hoffnung, also ich glaube, dass vielleicht was gehen könnte. Genau. Und ich spinne, weil ich es glaube. Genau. So. Und dann muss man sagen, also selten haben wir bei einem Motto so völlig draufgelegen wie in diesem Ding. Ne? Das war das bekloppteste Spiel ever. Ja. Und es fing eigentlich damit an, dass zur Halbzeit, es steht noch 0-0, der liebe Jürgen Sieger mit gekommen, um zu bleiben, zurückgetreten ist. So, wir haben also das Präsidium dezimiert in der Halbzeitpause, zumindest was kommunikativ, ne, da haben sie es verkündet. Ja. Es ist schon bemerkenswert, jetzt auch für uns, weil er hat in unserer Saison-Eröffnungs-PK Scheiß Leverkusen gesungen und dass er dann in der Halbzeit gegen Leverkusen auf dem absoluten Tiefpunkt, der im Nachhinein aber der ultimative Wendepunkt werden sollte, zurückgetreten ist. Ne? Also das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Naja, also einen falscheren Moment kannst du dir eigentlich nicht aussuchen, ne? Wobei das vermutlich ja mit dem Spielgeschehen nichts zu tun hat, sondern eben andere Gründe hat. Insofern alles in Ordnung. Aber was für eine Story. Ne? Was haltet ihr eigentlich davon, die nächste Saisoneröffnungs-PK in München zu machen? In München? Ja, in ich München mein, zu machen? In Weil München, das hat in dann München. auch irgendwelche- So. Und möglicherweise tritt dann München zurück. Ne? Weil, Zum Beispiel. Ja, das- Oder wird nie wieder Meister. Dann wollen uns die Münchner noch verpflichten. als Ja. neue Fans, du willst uns ne? als Pechvögel der Saison oder willst du uns hier? Das kann wohl nicht wahr sein. Ne? Nein, das war positiv. Ne? Ja, das war total So, zurück zu Ich glaube, ich spinne. Ja. So standen wir gegen die Pillen im Stadion. Und es war natürlich ein unglaubliches Spiel. Es gab 2 rote Karten für Leverkusen, die haben sich quasi selber ins Abseits geschossen. Die Jungen. Absolut. Und als Bono in der, weiß ich nicht, 85. oder was, das 2:0 gemacht hat, brachen alle Dämme. Wir haben das Tor hier, das haben wir auch gefilmt damals, können das hier kurz einspielen. Man sieht auch an unseren Gesichtsausdrücken, ne, wie wir waren völlig baff, dass wir die Pillen geschlagen hatten. Als wir auf dem T-Shirt stehen hatten, hatten wir im Gesicht auch stehen. Ne? Also es war wirklich so. Und die Leute haben uns gefragt, ob wir uns das während des Spiels gedruckt hätten oder was. Das ist wirklich so völlig unglaublich war. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Ne? Und es war natürlich der Auftakt zu einer echten, ne, endlich mit Anlauf nach oben. Jetzt haben wir es dann gemacht. Der Anlauf war lang genug. Ja. Und haben 4 Spiele in Folge, also danach noch 3 Dinger, gewonnen. In Frankfurt, legendär, haben wir hier im Gaffel am Dom gesehen, wo wir ja heute übrigens sind. Haben wir das eigentlich schon gesagt? Nee, haben Fällt wir- mir mal gerade ein, ne? Sekunde mal hier. Ja, deswegen haben wir auch Ich bin ja Gläser. nur gekommen. Wir haben hier weil heute auch ein Fässchen stehen, an dem wir uns live bedienen können. Das machen wir mal gerade. Ne? So viel Zeit muss sein. Es ist Saisonrückblick. Komm, ganz ehrlich. Was Ja, total spannend war, ist, dass wir ja, also nach dem Bremen-Spiel, wenn ihr euch erinnert, war ja Winterpause. Das heißt, Klassiker Vom beim Fach. FC. ich kann hier anfangen. Ja, super. Ja. Dann mach mir auch mal eins, bitte. Also wenn das bei RTL nicht mehr klappt, ne? Klassiker beim Kommst du FC rüber? ist ja Komm ich dann, hier dass zu du Gaffel. nach der Gaffel Winterpause TV. alles abgeschnitten, machst nicht mehr weiter, weißt nicht mehr, wie es geht. Ne? Und das war in diesem Fall eben überhaupt nicht so. Und es war so völlig irre, weil man sich fragte, was haben die gemacht? Was hat der Gistol, was hat der Held, was haben die mit dieser Mannschaft gemacht? Ne? Außer, dass eben viele junge Spieler dabei waren. Dieses Griffige, Vollkommener Wahnsinn. dieser Ne? Bock. Ja, es war toll. Geil. Absolut Also großartig. in Frankfurt, ne, das war ja auch nach der 0:2 Rückstand, zur Halbzeit lagen wir zurück. Und dann haben wir das Ding gedreht, 4:2 gewonnen.
Das war jetzt tatsächlich, es ist völliger Wahnsinn. Weil alleine, wenn du die Saison jetzt an dieser Stelle beenden würdest, ja, wäre das ja schon eine unfassbare Saison gewesen, weil du schon tot bist und wieder auferstehst, ja, und auf eine Art und Weise, die einfach nur beeindruckend ist. Ja. Und es ging ja im Prinzip so weiter. Denn wenn wir sagen, gut, wir haben jetzt hoch verloren gegen Dortmund, wir haben auch hoch verloren gegen Bayern, aber das sind nun mal Dortmund und die Bayern. Ne? Ab Dortmund sind wir damals hingefahren. Das war wieder die obligatorische Regionalbahn-Feiertour. Ja. Ne, super geil, richtig Spaß gehabt. Regionalbahnsuft, genau. Also ich fahre zu sowas erst gar nicht mehr hin. Nein, du hast ja Regionalbahnverbot. Ja. Na gut, also da haben wir eine Klatsche gekriegt, aber nach den 4 Siegen vorher war uns das herzlich egal. Und dann kamen die Freiburger. Ja. Und da war im Vorfeld die Geschichte mit Rudi Völler und hier dem Wirtz, der jetzt nach Leverkusen gewechselt ist, ne? Richtig, genau. Wenn wir nämlich aufs Motto schauen, Top-Rudel trotz Pudel, kann man fast schon nicht mehr verstehen. Ja. Ne? Aber uns ging es eben darum zu sagen, dass unser Rudel auch was taucht, wenn uns der Pudel die besten Leute wegnimmt oder gute Leute wegnimmt. Und ehrlicherweise sind es ja die Jungen gewesen, die uns den Arsch gerettet haben bis zu dem Zeitpunkt. Ne? So. Ja. Und wir selber haben auch hoch gewonnen, ehrlich gesagt. Wir haben zwar da zweimal Klatsche bekommen, aber 4-0 gegen Freiburg und dann 5-0 gegen Hertha BSC. Das ist schon, wow. Also 5-0 in Hertha, das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was du dir auch nicht ausdenken kannst, ist das, was danach kam. Ich sag nur das Motto und du sagst mir, was passiert ist. Ja, kannst du mir in welchem Zustand denkt man sich so ein Motto aus? Ernsthaft? Naja, okay, das hatte ja eine kleine Vorgeschichte. Die Schalker hatten, ich glaube, gegen Leipzig in der Woche zuvor fürchterlich eins auf die Mütze gekriegt und der Nübel, der irrte im Strafraum rum wie so der allerletzte Fliegenfänger, hat also Minimum 3 Tore verschuldet. Und jetzt war uns natürlich klar, ja, es war auch gerade der Wechsel nach München verkündet worden, wenn der jetzt nach Köln kommt, steht der hier unter Sonderbeobachtung, auch von den eigenen Fans. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, der wird hier Probleme kriegen in Köln. Und es ist natürlich sensationell, was dann passiert ist. Ne? Das ist passiert. Nübel pennt. Durch die Hosenträger. Jawohl. Ja, kann man mal machen. Und dann ganz schnell weiter. So, für uns lief es eigentlich wirklich wie Sahne, muss man sagen. Ne? So, ja. Wir gewinnen 3-0 gegen Schalke. Wir gewinnen in Paderborn. Und eigentlich müsste man sagen, alles ist großartig. Einen besseren Lauf hatten wir selten. Und dann kommt das böse Gespenst. Und wir machen die... Es gibt ja, habt ihr das gesehen im Netz, diese Gerüchte, dass Bayern München und Mönchengladbach sich Corona nur ausgedacht haben. Echt? Um den ersten FC Köln von der Meisterschaft abzuhalten. Ich glaube, dass das wird mir einiges klar hier. Ich glaube, das ist jetzt ein Scherz, selbstverständlich. Nein, das stimmt so. Ich habe nur mein Aluhut vergessen heute. Das tut ab mir und leid. zu sollte man auch dem Netz mal glauben. Gut, wir machen weiter. Das Geisterspiel haben wir verloren. 2:1 haben wir damals eigentlich ganz ordentlich. Das war unser bestes Geisterspiel, finde ich. Kurz vor Schluss. Ne? Das konnten wir noch nie wissen. Konnten wir noch nie wissen. Ja, aber kurz vor Schluss hätten wir es ja fast. Ne? Ja, schade. Na, so, jedenfalls, nächstes Spiel stand an. Wir haben auch eine PK gedreht. Es war noch nicht klar, dass es nicht stattfindet. Ja, die PK ist gelaufen. So, ja. Ihr habt umsonst gearbeitet. Wir haben eine PK gemacht, Good Geist, Bad Geist zu Mainz. Und das Spiel fand dann einfach ist abgesagt worden. So, da ist es. Ne? Heimspiel gegen Mainz, abgesagt. Und ab dem Moment war Sendepause. Ja. Wir haben damals gesagt, lass uns doch vielleicht eine Pressekonferenz machen, als hätte das Spiel stattgefunden. Und dann kamen diese Bilder von den Leichen, die in LKW durch die Gegend gefahren wurden. Also ja, da war sofort klar, du kannst jetzt keine Witzchen machen. Ja. Das geht nicht in diesem Moment. Und dann war der Faden abgerissen, Sendepause, hatte sich durchgesetzt und wir haben für uns entschlossen, dann machen wir auch so lange still, bis in irgendeiner Form wieder anfängt. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, wir bleiben jetzt bei diesem Geistershirt. Denn wann machen wir ein neues Motto? Wenn wir im Stadion stehen können. Und es war ja ab diesem Moment klar, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Und dann haben wir gesagt, okay, so leid es uns tut und so hart es ist, wir müssen jetzt bis zum Saisonende bei diesem ganz lustigen, aber irgendwo auch dämlichen Motto bleiben. Ja, man kann es natürlich selber nicht mehr sehen. Ne? Man kann es jetzt schon nicht mehr sehen. Es riecht auch ein bisschen, aber lassen wir das. Es ist auch ein Loser-Motto, weil wir haben bisher
nicht einen einzigen Sieg mit diesem Motto einfahren können. Können wir schon reinschauen, ne? Wie ging es weiter? Naja, ehrlicherweise, wir haben zweimal unentschieden gespielt. Ne? So, dann denkst du, boah, wäre mehr drin gewesen. Und wir haben ja alle gedacht, man kann sich diesen Geisterquatsch auch nur angucken, wenn man nach oben guckt und vielleicht doch nochmal nach Europa schielt, weil das ist ja sonst nicht zu ertragen. So, das war zumindest so unser Ansatz. Also wenn man sich da irgendwie zu zwingen kann, das anzugucken, dann nur, indem man hofft, dass es nochmal nach oben geht. Ja, und vor allen Dingen die Chance war ja da. Es kamen die beiden Heimspiele gegen Mainz und Düsseldorf. Ja, und wenn wir die beiden gewonnen hätten, dann hätten wir richtig oben angegriffen. Da war zwischenzeitlich Platz 7 drin. Dann kamen natürlich die ganzen Leute aus ihren Verstecken raus, die dann wieder gesagt haben, jetzt kommen die Europaquatscher wieder. Ja, aber was dabei rausgekommen ist, siehst du ja jetzt. Wenn kein Ziel da ist, dann ist auch kein Ehrgeiz da und dann kommen solche Spiele bei raus, wie das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Ne? So, also das waren 2 katastrophale Heimspiele, die wir mit Glück nicht verloren haben. Ja, und man hatte immer noch die Hoffnung, okay, jetzt ist wenigstens nicht verloren, aber das hat sich dann ja auch schnell geändert. Und wenn wir jetzt mal sozusagen auf den Rest schauen, dann muss man klar sagen, wir haben es gab ein Unentschieden noch dabei, ne, 3 Niederlagen, das ist ziemlich mies. So, wir sind jetzt vor dem Leverkusen-Spiel, da gehen wir gleich runter im Gapfel am Dom und schauen uns das an. Ja. Aber schaut man nur auf die Quoten, ja, da weiß man ungefähr sozusagen, in welche Wertschätzung wir uns gespielt haben in den letzten 7 Spielen. So, und damit sind wir erstmal an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt unterbrechen. Denn der Thomas hat es eben gesagt, wir gehen jetzt runter, gucken uns das Spiel an im Gapfel am Dom unten und kommen nachher wieder hoch, werden dann noch kurz über das Spiel quatschen. Und ja, vermutlich sehr deswegen schlechte Laune haben, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, naja, okay. Es geht ja um nichts mehr, ganz ehrlich. Also wenn die Jungs heute nicht motiviert sind, man muss auch für nächste Saison sich jetzt zeigen, das fände ich schon überraschend. Haben wir den Würz nicht extra dahin gepflanzt, damit der heute 3 Eigentore schießt? Und ein paar rote Karten kriegt noch, ne? So 3, 4 Stück. Beim Hinspiel da auch schon 2. Also, in dem Sinne, wir sagen Danke an den lieben Till, dass er uns heute besucht hat. Vielleicht kommst du gleich auch noch mal mit hoch. Kannst du selber entscheiden. Hängt auch ein bisschen vom Gesamtzustand ab. Wir sagen jetzt erstmal bis gleich, Leute. Ja, Leute, da sind wir wieder. Okay, wir haben jetzt das Spiel nicht gewonnen, aber ehrlich gesagt ist uns das scheißegal. Wen interessieren die Pillen? Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben und deswegen möchte ich sofort übergeben an unseren lieben Kumpel, den Fabian. Ja, der FC hat 35 Punkte, Düsseldorf 29 Punkte, 15 Tore Unterschied. Ja. Das Ding ist absolut in sicherer Kiste. Aber was natürlich viel wichtiger ist, wir heben unser Glas auf einen Edelfan, auf jemanden, der diesem Verein alles, aber wirklich auch alles gegeben hat, unserem Freund Schwelm. Schwelm, du sitzt da oben jetzt beim Petrus und drehst dem so wahrscheinlich den ganzen oder einmal den ganzen Laden auf links, so wie wir dich kennengelernt haben. Du bist ein super unfassbarer Typ und du wirst das da oben auch mit dem FC richtig weiterrocken. Und deswegen, wie du schon sagtest, es gibt Wichtigeres. Schwelm, machet Jod. Schwelm für immer. 4 Kölsch. Auf alle Punkte, die wir nur haben können, würde ich mal sagen. Auf 3 Punkte, auf den Klassenerhalt, und auf den Schwelm und auf die neue Saison. Und worauf noch? Heißt du noch jetzt? Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Ja, super. Mega geil, Fabian. Wunderbar. Prost, Leute. Kann man nicht Prost. toppen, den Mann.